Das erklärt vielleicht die Frage. Ich habe da eine Definition von Christoph Rothwandl, die sehr provokant ist und tatsächlich, also das schicke ich voraus, der halt die Mundartdichter als die unkritischen Bewahrer sieht und die Dialektautoren als kritische Hinterfrager. Also gut, Anmeldung aus dem Publikum und dann möchte ich aufs Podium zurückkommen, bitte. Ja. Ja, das ist eine Frage, ich muss nur wissen. Ja. Man sollte vielleicht auch nicht verfallen, dass mit Mundart grundsätzlich das Direkte und das Ehrliche verbunden wird und das Hochsprachliche mit dem Gekünstelten und Falschen. Also ich denke, es kommt immer auf den Inhalt an. Lügen kann ich in jeder Sprache, egal wie ich es artikuliere. Und so ein kurzes Response auf die freien Medien und Radien, das ist schon auch, warum dort in den Dialekten so gesprochen werden kann, hängt eher damit zusammen, dass die natürlich keine Mittel auch zur Verfügung stellen. Das heißt, Leute sind schon froh, nehmen es die Großen, die so 300, 400, 500 freie Mitarbeiter haben, ja, die sind schon froh, dass sie auf der einen Seite ihr kleines Stammpersonal bezahlen können, meist so 6, 8 Angestellte, und die 3, 4 und 5 Freien, die kriegen ja damit die Straßenbahnkarten zahlt und werden auch nie hinterfragt und können deswegen auch tun, was sie wollen. Das ist jetzt aber, glaube ich, kein Arbeitsethos, sondern eher, sie sagen sich, geil, da kann ich was machen, ohne Voraussetzungen mitzubringen. Also ich glaube, es ist durchaus nicht so, dass alle Menschen immer nur Hochsprache reden möchten. Auch nicht im Radio. Habe ich nicht auch. Nein, es ist jetzt so als Ziel irgendwie gemeinsam mit der perfekten Beherrschung der Tontechnik irgendwie angekommen. Und also ich kann mir jetzt nur auf Interviews berufen, die wir im Sommer in 9 von 15 Radiostationen durchgeführt haben mit Radiomachenden und wo das auch für mich überraschenderweise als sehr wichtiger Punkt gekommen ist. Eben diese Möglichkeit, sie auszudrücken, ohne dieser relativ restriktiven Sprachregelung, wie sie in öffentlich-rechtlichen Medien oder im Privatradio zum Beispiel herrscht. Und ich denke, die Freiheit zu haben, sie entweder in Hochsprache oder im Dialekt auszudrücken, oder in Mundart, oder wie immer man das dann bezeichnen mag, ist durchaus nicht nur als Manko, also ist in dem Sinn, wird nicht als Manko aufgefasst. Ja, okay, da werde ich einige Widerworte geben zu den vorigen Beiträgen, also wo ich das etwas anders sehe. Also ich habe zuvor versucht zu begründen meine Differenzierung zwischen Mundart und Dialekt durch die Verknüpfung des Letzteren mit dem Soziolektbegriff. Aber ich würde ganz eindeutig sagen, Mundart ist, wie Günter Winnisch zu Recht betont hat, immer konservativ, aber es ist deswegen nicht immer schlecht. Wenn ich einen hochsprachlichen Autor nehmen will, der Gottfried Benn war zwar ein faschistischer Gegner des Nationalsozialismus, aber er hat gute Lyrik geschrieben, an der wenigen. Also sicher die meisten, die in den Bekenntnisbänden 1938 geschrieben haben, würde ich nicht in die Kategorie der hineingeben. Also das ist nicht identisch, genauso wie ich sagen würde, es wird ambivalent bei einem eindeutig reaktionären Autor, der auch Mundart und oder Dialekt geschrieben hat, nämlich bei Josef Weinheber. Er hat manche Sachen geschrieben, die durchaus heute noch lesbar oder singbar sind und andere, die so im Adel- und Untergangsstil sich gerieren. Ich wollte nur etwas ein bisschen zurechtrücken, was vorher gesagt wurde mit der Gründung des IDI und die Protestliederbewegung. Das IDI ist eigentlich nicht aus diesen Protestsongs Singern entstanden, nicht? Sondern das waren Literaten, die das gegründet haben. Die Protestliedbewegung ist dann sehr schnell eigentlich dazugekommen und natürlich mit offenen Armen aufgenommen worden und so. Aber also am Anfang stand die Literatur und das ist, glaube ich, schon wichtig zu sagen, wenn man jetzt hier die Geschichte erzählt. Und also für mich ist das eine sehr interessante Diskussion da mit Dialekt und Mundart. Das Leben des IDI war eigentlich bestimmt von dieser Diskussion. Man hat sich sehr oft auf Tagungen getroffen, wo die Mundartdichterinnen sehr oft
dabei waren. Man hat wahnsinnig viel gestritten. Das war also ein Thema, das einen unglaublich berührt hat. Und ich finde auch interessant, dass jetzt diese Diskussion da wieder auflebt und dass man Wackerl heranzieht. Wackerl schreibt Hochdeutsch. Das kommt uns nur so vor, nicht? Weil er aber der ist kein Beispiel für Mundartdichtung. Das finde ich also ganz interessant, dass man es als Beispiel nimmt. Also das wollte ich nur sagen. Ich fühle mich jetzt hier als Zeitzeugin und das tut mir sehr gut eigentlich. Danke. In dem Anschluss, das war dann vielleicht missverständlich formuliert, dass das IDI aus der Protestsongszene gegründet worden ist, aber die ÖDA hat sehr wohl einiges dazu. Also die ÖDA ist ja im Prinzip aus dem IDI entstanden und da noch 20 Jahre später schon aus einer ganz anderen Dynamik, so war das gemeint. Aber trotzdem gut, da genannt. Wer mag jetzt? Rolf, warst du schon fertig? Ich noch etwas sagen. Bitte. Zum Thema Mundart und Dialekt. Es gibt so am Land irgendwo in gewissen entlegenen Orten gibt es Mundartdichterinnen und die machen da eigene Birkeln oder Hefte und die sind meistens gereimte, konservative und die werden im Mundartdichterin genannt oder Mundartdichter und nicht Dialektdichter. Und sie sind oft auch mit schlampigen Versen, also wie man so sagt, wenn es sich nicht ganz reimt, das ist für mich also dann nicht gut. Und das ist so, irgendwo am Land gibt es immer irgend solche Mundartdichter und Dichterinnen. Auch in der Stadt. Gibt es in der Kronenzeitung immer. Die lese ich nicht. So, an der Stelle müssen wir leider aussteigen. Die Sendung ist schon fast vorbei. Wenn sich jetzt wer denkt, so habe ich das überhaupt noch nie gesehen und diese Unterscheidung Dialektliteratur, Mundartdichtung, das habe ich überhaupt noch nie gehört, das klingt interessant, da möchte ich gerne mehr darüber wissen. Es gibt jetzt im Oktober nur im Literaturhaus mehrere Termine, wo man die Gelegenheit hat, dass man mehr dazu erfährt, und zwar wäre demnächst am Montag, den 13. Oktober um 19 Uhr eine Dialektlesung, wo auch die Elfriede Hasliner dabei sein wird, die wir jetzt ganz zum Schluss gehört haben. Und 2 Wochen später dann, am Freitag, den 31. Oktober, ist die große Dialektrevue. Auch wieder um 7 Uhr am Abend, auch da im Literaturhaus. Also, schaut's vorbei.